Ja, Petition 3.8, das so ausgelaufen, das war die Petition, wo gefragt gehen hast, dat Mannerjährige hat net exposiert soll gehen zu der LGBTQ-Ideologie. An die wirklich halt enorm viel Stimme kriegt Tausenden an Tausenden, als sie Oslo bei circa 10.000 als kommen. Wir haben natürlich auch eine Gegenpetition gehabt, an die als auch bei vielen Leuten ankommen. Und die wird auch so ein bisschen mehr wie 10.000 kriegen. Und dann können natürlich schon, ja, das ist so gut, das verwaltet demokratisch, dann haben wir eine private Person durch eine Petition gemacht. Und du hast halt da 10.000 Stimmen rauskommen. Und eine andere private Person die doch eine Petition gemacht und das noch 10.000 Stimmen rauskommen. Aber genau das ist ja nicht passiert. Ich proposiere nicht, also können wir fangen nun, wir gucken das selber mal hin. Ja, moin Max. Moin Tom. Was mich interessiert sind all die Assoziationen, die an den Medien waren, gegen Petitionen geschwärzt haben, wie auch all die Assoziationen, die Presseerklärung da unterschrieben haben, wirklich gut, die Petition, das ist ganz, ganz schlecht, und noch am Anfang Werbung gemacht haben für die Gegenpetition. Da wollte ich gerne von dir wissen, was für Assoziationen sind das? Das sind ja keine wirklich rein Privatassoziationen, die nicht mehr finanziert gehen von privaten Leuten. Also, wie lebt das da? Erklär uns doch mal ein bisschen ab. Ja, also es gibt 4 verschiedene Bereiche, gebe ich mal so. Einmal gibt es die staatlichen Institutionen, die parastaatlichen Institutionen, die Privatorganisationen und dann gewisse Projekte, für die dann der Staat ein gewisses Budget vorgesehen. Das ist so weit, so gut. Dann, du hast ja gerade angeschwärzt mit den staatlichen Institutionen, wie das aussieht. Und da gibt es ja 2 Beispiele, einmal das Resistenzmuseum und einmal den CET. Und das Resistenzmuseum hat ja auch da eine Presseerklärung mit unterschrieben, die kritisch war gegenüber der ersten Petition. Und die kriegt ja ein Budget von einer halben Million Steuersumme. Also, da freuen sich natürlich als Steuerzahler, okay, wir gehen ihnen eine halbe Million Euro, das ist ja ganz sinnvoll, das ist ganz wichtig für halt eine Memoir aufrechtzuerhalten von der ganz schlimmen Zeit von der Nazi-Okkupation am Zweiten Weltkrieg, von der faschistischen Diktatur. Okay, ich gehe von nach Verstohl von der Resistenzmuseum, vielleicht auch Ausstellungen oder irgendwas positioniert zu anderen totalitären Systemen wie einer DDR zum Beispiel. Aber wie Silo wirklich den Spagat machen, also immer über LGBTQ-Themen schwätzen, das ist mir komplett unverständlich und ich frage mich, ob da auch viel Steuerzahler das gut fanden. Ja, genau. Und dann natürlich, wenn wir von den privaten Organisationen schwätzen, dann haben wir zum Beispiel Rosa Luxemburg. Und die gehen da ein bisschen einen anderen Weg. Und zwar beteiligen sich die an europäische Projekte. Das heißt, sie kriegen dann aber auch europäische Steuergelder. Da sind wir auch mit involviert. Und so können sie dann auch hier voilà, Arbeit machen. Und sie haben ja auch die Petition ganz scharf kritisiert. Auch du stellst dich natürlich vor, okay, wenn es eine private Assoziation was, wenn es privat so kriegst, das eng Sache, mach was du willst, wir leben in einem freien Land, mit Meinungsfreiheit, und das gut, auch für verschiedene Leute verschiedene Meinungen. Mir stellt natürlich vor, okay, die haben sowieso gekriegt, sie haben Raum, die sie bezahlen, Leute, die sie bezahlen, Material, Werbung, Marketing und so weiter. Und du stellst natürlich doch froh, was die Petition oder organisiert und nun dann auf Computer gemacht, definiert ein Projekt finanziert genau sind. Und halt hier Mitarbeiter, die das schaffen und die das während der Arbeitszeit gemacht. Und noch da als halt pathologisch macht, ob das wirklich so fair auflebt oder ob nicht echt, dass ein David gegen Goliath fair ist, ja. Definitiv und dann noch eben halt der letzte Punkt der das wisst dat ja ganz gut fees die gege Petition die gouf ja von engem LSAP mat Erbestoff verfasst.
und dann auch ganz schnell akkordiert. Ja. Und natürlich muss ich dann noch davon ausgehen, dass den voilà, auch eine politische Orientierung hat. Wie stehst du dazu als Deputierte? Also allgemein also natürlich so, dass Parteien sich für Petitionen zurückhalten. Das heißt, das wirklich am Anfang Privatleute, die nicht wirklich Teil vom inneren Kreis von einer Partei sind, dass die Petitionen machen und dass Parteien, wenn sie irgendwelche Unlesen dadurch an der Chambre direkt machen können. Dafür fand ich schon ein bisschen problematisch, von der LSRP Fraktionsmodell dat möchte das am internen Zirkel von der LSAP war joch interessant von so als dat die Petition die 50 Stich gemacht für das Kommission zu kommen an die gelbe Petition die war immer ganz durch an Erdoning dich an der Kommission die halt ich meine ein Juli oder mit ein Juli waren die meisten Betriebe schon fort, weil all die anderen sonst waren du keine Kommission mehr. Also ich hatte zu der Zeit keine Kommission mehr. Du für das hat er leise gefasst no geschmack. Ja, und dann zum Schluss von den natürlich dann die Summe zu summen zählt. Wir wissen, dass den Minister für Gender die Kredit war 2 Millionen, dann haben wir gewisse Projekte von 150.000 €, den Resistenzmuseum, die war 400.000 € und so weiter und so fort. Von den letzten Summen zählt, da können ich bald auf 10 Millionen €. Ja, krass. Das ist ganz viel, oder? Kann ich wirklich nicht mehr so halt Petition, Gegenpetition, war David gegen Goliath, den David, Privatperson, Budget 0, überhaupt nicht an den Medien 4 kommen, noch Freiberufler, die nicht bezahlt dafür. Auf der anderen Seite hast du Assoziationen, die 10 Millionen von also Steuersuche kriegen, wo Leute Fulltime schaffen, professioneller sind am Marketing, Mailinglisten haben, Reim zur Verfügung haben, Computer zur Verfügung haben, Aktie zu den Medien und all die Sachen. Das heißt also, dass also für mich ganz klar, dass du halt David gegen Goliath war. Okay. Vielen merci für all den Recherchen Ganz gerne. an mir gesehen hast. Das Resultat von der Analyse ist ganz klar. Die Gegenpetition ist ganz straff organisiert gehen. Das war keine Privatperson. Da sind ganz viele Steuersuchen missbraucht gehen. Da haben Staatsinstitutionen hier Neutralität gebracht. Und das ist wirklich keine gute Sache. Aber trotzdem wird ganz klar, also es sind ganz viele Leute, die wollen das an der Schule tun. Es sind auch ganz viele Leute, die wollen das nicht tun. An die Leute, die das nicht wollen, tun da ganz viel nicht unterschrieben. Wer bei der anderen Petition, du wahrscheinlich die allermeisten unterschrieben. Aber Menge Meinung als Konsequenz wichtig ist, dass einfach, wenn halt die Leute immer so, die von Toleranz schwätzen, da kommen wir machen tolerant. Da kommen in die Leute schwach, was sie gerne wollen. Die einen wollen nicht, das sollen sie nicht machen, die anderen wollen nicht, das sollen sie nicht machen. Das heißt, die Eltern sollen den Schwach kriegen, für zu dezidieren, ob der Kant das soll machen. Und zum Schluss fällt schon ein Gedanke weiter, losgehen, nämlich als die Petition wirklich nimmen über LGBTQ-Ideologie an der Stelle. Ich meine, nee, es geht viel mehr. Die Leute draußen gesehen, wie immer mehr probiert wird, als Gesellschaft zu ändern von einer Minorität, obwohl die Majorität das nicht will. Du mal ein Beispiel. Genderspruch. Die allermeisten wollen Genderspruch nicht, wird einfach gemacht. Mama, Papa wird aufgeschafft bei den Formularen. Die Majorität will das nicht, wird trotzdem gemacht. Also fängt man mit dem mit Pronomen und die Majorität will das nicht, wird trotzdem gemacht. Das heißt, all die Sachen, auch zum Beispiel ein ganz vorausschenke bei der Chambre,
für wat. Auch da Menschen die Majorität das nicht will. Man dürfen die Petition also etwas, das Leute gesagt hat, nee, so geht es nicht weiter, es kann nicht sein, dass eine Minorität für eine Majorität bestimmt. Merci.